Geekstüble! Nerdy Birds, Chris und Raffi. Ja, Chris und Raffi. Der Typ ist einfach... Was tust du so breit? Du Was bist machen bereit? Wir machen das Let's Play Let's von... play together for Super Mario Odyssey! Heute zum ersten Mal in unserem umfunktionierten Geekstübli-Studio. Also eins davon. Eigentlich ist das unser Musikstudio, aber Genau, wer macht, was man kann. genau. Wir haben gestern Abend, die es gesehen haben vielleicht, und das war niemand, einen kleinen Test-Stream gemacht. Ein Let's Stream Together Genau, ja. vom Stream-Team Genau. mit Und dem jetzt- Andy. Der ist jetzt nicht da. Und mit dem Semir. Der ist jetzt auch nicht da. Genau. Also doch schon nebenan, aber mir hat gesagt, es darf jetzt keine Genau, reinkommen. das ist intim. Nur wir zwei. Ja, auf jeden Fall. Ja, heute werden wir endlich das neue Mario anschauen. Es ist nicht so, dass wir es noch nicht angeschaut hätten. Aber wir schauen es jetzt erstmal miteinander an. Ja. Genau. Und wir möchten eigentlich so gut wie möglich nicht jeden zweiten Satz sagen, wow, ist das geil. Genau. Wow, zieht ihr das rein. Sondern möchten Die- das wirklich auch hübsch machen. Für die zwei Leute, die unser Wind Waker Let's Play angeschaut haben, wir versuchen, dass wir nicht die ganze Zeit bewundern, wie toll das Game aussieht, sondern dass wir tatsächlich auch ein bisschen Materie reinbringen in das. Mal Materie. schauen. Genau. Gut, Gut. dann würde ich sagen, Dann wir starten, oder? Joy-Con. Okay, gut. Ist ja! Nerdy Birds und liken und teilen und sharen und Alles. subscribe und all das Zeug, was es braucht. Twitch, Birdie Geek, Facebook, Geekstübli, YouTube, Geekstübli. Daumen rauf, ist wichtig, hat es geheißen. Peace. Ja, okay. Können wir loslegen? Gut. Ja, kannst du abstellen, danke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo! Nerdy Birds. Spielen Super Mario Odyssey. Odyssey. Das ist unsere erste Folge und dann würde ich sagen, starten wir doch, oder? Let's play together. Genau. Yes. Ich Wir bin schon haben's- ganz aufgeregt. Ja, ich auch. Wir haben es zwar beide schon ein bisschen gespielt, Ein bisschen. aber Pilzpalast. Ich habe es nur auf Englisch gespielt, darum die einen Sachen sind ein bisschen komisch. Der Anfang ist fantastisch. Es ist einfach so, was ist das da? Mass Effect 2. Das Game fängt an und es ist gerade einfach pures Action, Chaos ja. und zumindest im Höhepunkt, im Üblichen. Das ist wahrscheinlich so das Ende vom Game, Ja. da ist es der Anfang. Normalerweise haben wir einfach nur Peach, oder irgendjemand, der erzählt, dass Peach fort ist, oder man sieht gerade, wie sie fort geht, so, aber da ist er schon richtig in Action. Das ist das Ende. Für dich. Das Käppli. Oh, Oh, und tschüss. das ist aber ein starker Zylinder. Das ist Game Over. Das war das Game. Gut, das war es. Danke vielmals fürs Einschalten. Schön zusammen. Easy, ciao. No! Bowser, du Arschgesicht. Ja, ist schon nicht so cool, was ihr da macht. Bist du etwa eifersüchtig, Mario? Der eifersüchtigste Klempner von der ganzen Spielzeit. Das ist schon Naja. ein mega epischer Anfang, Mann. Wow. Was ist ist ein Mario? Hey, ich weiss noch, im einen Level beim Nintendo 64 hat es so einen Aff gehabt, der die Kappe geklaut hat. Ja, So ein Aff. so ein Aff. Das hat mich Cool. aufgeregt. Jetzt haben wir Und- kurz den Cappy zum ersten Mal gesehen. Das ist am Mario sein neuer Partner in dem Spoiler Game. ist. Nein, das ist nicht Spoilern. Das ist Ja, hört. hure fest nicht. Mega. Anyway. Ah, okay, Gut. dann haben wir Aha, Tutorial. ja, so funktioniert das. Gut, gut, gut. Ah, Hallo. Mario. Springen. Boing. Hui. Schreckhaft. Ist ja. Das ist ein super Startgebiet, weil du hast die Möglichkeit, zum mal ein bisschen rumzuschauen und dich mit der Steuerung vertraut zu machen. Und du kannst so ein bisschen Zeugs ausprobieren und du bist absolut safe. Aber wenn du unbedingt sterben willst, kannst du immer noch da runtergumpen. Das ist Also wichtig. natürlich- Also, was meinst du, das will man ja. Ich meine, Genau. Aber ich meine, du kannst schon mal alle Funktionen ausprobieren, die das Game zu bieten hat. habe ich schon gesagt, dass es verdammt gut aussieht. Ja. Soll ich es nochmal sagen? Plus, ich meine, da hat es Frösche, das ist schon mal cool.
Das ist auch Foreshadowing, oder? Weil die brauchen wir dann nachher. Aber im Moment kannst du eigentlich nichts machen, da, außer ein bisschen in der Gegend rumlaufen und du musst am Cappy nachlaufen. Was dir eigentlich einfach beibringt, wie du die Steuerung mal ein bisschen... Ja, aber es ist ja nicht so, als würde man es nicht wissen, wie das könnte funktionieren. Ja, also. aber Mario Games sind immer dafür ausgelegt, dass du noch nie irgendein Game gespielt hast. Also du kannst das Game spielen, auch wenn du noch nie irgendeines in der Hand gehabt hast. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Den wir vorlesen? Ich weiß nicht. Ja, nicht ist wichtig. Okay, gut. Den wir abwechseln. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? So. Im Hutland! Oh, wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Stumme Stimme, hä? Schon ein bisschen. Das Schlimmste Warte, ist ich habe eine bessere Idee. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Was meinst du in der Stimme? Oh, schau, seine kleine Schwester. Oh no! Tiara. Die Peach ist so nutzlos. Ja, also Sie will einfach alles mit sich machen. Oh nein! Der Bösewicht will mehr. Und der Klempner habe ich. Und ich weiss auch nicht, was ich machen soll. Ich kaufe mal mit, okay? Du hast jetzt einfach skippt, hey. Oh nein, Entschuldigung. Unsere Zuschauer, die können auch lesen, von dem her. Was ist, wenn jemand Jüngeres das will schauen? Dann, Auf jeden Fall, die beiden haben den gleichen Gegner, beide möchten den Bowser reinmachen. Genau. Der eine, um seine Schwester zurückholen, der andere, um seine ewig Geliebte zurückholen. Keiner weiß, ob sie ihn auch liebt, aber das ist gleich. Das ist er nicht will sie wichtig. zurück. Das ist nicht wichtig, genau. Tja, das ist nicht so am Mario sein Stil. Also hat der Cappy eine gute Idee Oh, hey. und verwandelt sich in Mario seine Kappe. Yay! Und schau wie cool. Er weiß natürlich von Anfang an, Trailer dass man Shot. sie kann wegschiessen. Yay! Cappy ist jetzt ein Begleiter. Oh, jetzt nochmal umkäppeln. Und das ist auch cool. Ich meine, das ist, ich habe alle Lampen angezündet, die ich zum ersten Mal gespielt habe, und es macht eigentlich wirklich nichts. Also es gibt auch Münzen für die Einzelnen, aber es ist einfach etwas, was du machen kannst und du kannst es ein bisschen ausprobieren. Und das ist auch cool, wenn du da in den Rauch rein stehst, Der wird trefft. wird er schön dreckig. Das ist jetzt ein Räucher Mario. Genau, der Rauch Mario. Kann ich fragen Mario? Ja, und man vielleicht auch noch ein Skin. Ja, das kommt sicher an. Ich habe zwar gemeint, Nintendo hat mitteilt, dass er jetzt in der Canon nicht mehr Klempner ist, aber offenbar, also der Bowser macht eine Anspielung auf das, also ist er es offenbar immer noch, also ich komme nicht raus. Also er ist Fakt, dass er ein Klempner ist. Also es würde nicht immer durch die Hure Rohre rutschen, oder? Ich meine, darum sind die Rohre da. Für Ja. irgendetwas kann man die ja brauchen. Hey, in Super Mario, was ist es? 3D World, hat das erste Mal tatsächlich geklempnert mit dem Luigi zusammen. Ja? Ja, vorher nie. Du hast ihn nie gesehen klempnern, er ist auch durch die Rohr durchgegangen, aber das ist es Ja. schon gewesen. Ich meine, aber der hat so ein hübsches Übergewändchen an. Ich meine, das ist ja typisch Klempner. Ja, ich meine, als Jumpman ist er eigentlich ja nicht mal Klempner gewesen, sondern einfach Zimmermann. Ja, ein Jumpman. Ein Jumpman von Beruf. Ja. Was machst du so bei Frau? Jumpman? Ich bin Jumpman. It's me, Jumpman! Genau, ist halt nicht ganz so cool. Nein. Ja, wie man da sieht, der Cappy gibt uns ganz viele neue Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Wir können ihn benutzen, um Münzen einsammeln, um Hindernis wegbefördern. genau, und natürlich auch Gegner ausschalten oder Wie man später sehen wird. genau. Aber ich würde sagen, dann geh doch einfach mal weiter, oder wenn wir da wirklich gross gehen Münzen sammeln, so Ja, im ein bisschen. Gold Rush. Gold Rush, genau. Ein bisschen ist immer gut, weil nützlich. Wegen gut. Und die es jetzt halt schon ein bisschen gekannt haben, die sehen das schon. Es steuert sich eigentlich ziemlich genau gleich wie Mario 64. Ziemlich. Und das ist recht angenehm. Und halt einfach das Zeugs mit dem Cappy ist ein Zusatz, oder? Ja. Das sehen wir jetzt natürlich nicht, aber ich spiele mit den Joy-Cons. Dort kann man eigentlich... Die kann man noch schütteln und dann... Genau. Du sie mal gut umschütteln, sehen wir, wie sie rundum jetzt, wenn ich jetzt zweimal mit beiden Joy-Cons nach rechts schüttle... Nein, das ist jetzt nicht gewesen. So, genau, dann macht er diesen da. Das ist super, wenn ich mehrere Gegner habe. Wie wir später gesehen werden. Genau. Jetzt Und wie es oder auch an dieser noch Stelle ist erklärt super, ja. So. Danach kann ich einfach die Sache... wieso ist das nicht Oh, gegangen? bist du nicht richtig schön aufgestanden? Oh, du bist einfach doof.
So. Oh, Yay. So, gehen wir weiter. Ja. Also wenn der Chris spielt, dann zeigt er ein bisschen Sachen und ich würde einfach ein bisschen waschen. Genau. Ich werde dann aber einfach sonst ein bisschen Zeugs erzählen, wenn mir etwas auffällt, was ich Game Design technisch mega interessant oder spannend finde. Weil er schwätzt einfach gerne und zeigt dann, dass er viel weiß. Genau. Und weil es amigs auch noch Zeugs Das gibt, finde ich auch lustig. das ist ein hure cooler neuer Move. Das ist das erste Mal, dass wir den brauchen können. Und Jetzt zeigen gerade schon mit dem... Oh. Mario ist ein besseres Sonic-Game als Sonic mittlerweile. Das ist ein bisschen bitter, aber... Das ist auch neu. Das ist auch neu, was ich auch ähnlich von Sonic kennt. Der Mario kann nicht mehr wirklich Game Over gehen. Stimmt. Und verliert nicht mehr wirklich Level. Also es gibt keine Level-Ups mehr. Du meinst One-Ups? One-Ups, ja genau. Es gibt keine One-Ups mehr, also die grünen Pilze sind nicht vorhanden. Jawohl. Das aus einem einfachen Grund, es geht wirklich da absolut um einen Gold Rush. Wenn du die 3 Herzchen, die man oben rechts sieht, also die 3 Leben, verliert, zieht es einem einfach, glaube ich, 10 Münzen ab. Ja, irgendwie so. 10 oder 15 Münzen. Und die Münzen zum ersten Mal in einem Mario-Game kann man tatsächlich für etwas brauchen. Also sie geben nicht einfach das One-Up, sondern du kannst sie brauchen, um Sachen zu kaufen. Und das wäre vielleicht noch wichtig, zu erklären, was jetzt gerade passiert. Genau. Jetzt können wir zum ersten Mal die neue Kraft von diesem Game brauchen. Und das ist das Übernehmen von Monster oder sonstigen Tieren. In dem deutschen Ausgabe heisst es Kappern. Also Was? Käppern. Ja, Käppern. Ah, okay. Gekäppert. Und das ist einfach eine geniale Szene. Ah! Und wir sehen Schau das... da. Du hast einen Frosch gekäppert. Oh Gott. Wie heisst es bei euch? Captured. Also Captured. einfach gefangen ist es eigentlich. Okay. Ja. Und das ist ein super Ding, weil du kannst halt ganz viele verschiedene Leute jetzt oder halt Sachen oder Monster einfangen. Und das zeigt dir dann, es steuert sich alles wieder anders und du kannst ganz viel, ja, halt lustige neue Sachen entdecken. So. Und das ist ein zentraler Aspekt von dem Game. Ja. Das ist ja wirklich, wo du als Mario an sich nicht weiterkommst, hilft dir irgendein Game. Capperts 4. Genau. Du musst auch zuerst noch auf die Idee kommen, aber Im besten das Fall Spiel musst du einfach immer erklärt sich schauen. von allein eigentlich. Ja. Du siehst das Hindernis, du schaffst es nicht von allein, also nur als Mario zu umgehen oder zu bewältigen. Und dann wird irgendwo in der Nähe irgendein Gegner sein, wo du kappern kannst. Genau. Im geschicktesten Fall tust du einfach immer gerade alles schön ausprobieren, was du siehst. Alles schön zu Und wie ihr fangen. seht, man kann jederzeit wieder raus, indem man L drückt, gell? ZL. ZL, genau. Also die hintere Schultertaste. Aber ja, Die linke hintere Schultertaste. die linke hintere Schultertaste. Es hat jetzt auch wieder so Checkpoint Flags, die eigentlich relativ typisch sind für 2D Mario Games. Ja. Und in dem Fall ist es jetzt einfach ein Ding, weil du kannst zwischen diesen Checkpoints hin und her schnell reisen. Später dann mal. Finde ich auch etwas Ideales, weil die neuen Levels sind wirklich relativ weitläufig, Ja. muss man sagen. Und weil es halt mehr so ein bisschen offen sind und weniger linear, ist es halt auch cool, wenn du kannst, an einen Ort zurückgehen und Sachen sammeln, die du vielleicht noch nicht siehst. Oh, was haben wir da? Das sind unsere Hauptbösewichte von diesem Game. Wenn der hinten rechts noch eine Uhr hätte, ich hätte meinen, das ist alles im Wonderland. Es hat etwas. Haha, der Chef hatte recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle würde sich in unsere Vorbereitungen einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Was sind das? Man nennt uns die Röpf Brudlers. Brutals. Brudels sind es Brutali. Ja, sie sind super brutal. Super brutal. Und ihres Zeichens Hochzeitsplaner des Genau. glücklichen, Zwinker, Zwinker, Anführungs- und Schlusszeichen, Brutpaar. Genau. Was soll das Scheiß? Weiß auch nicht. Also, in dem Fall ist der Mario in dem Spiel nichts anderes als ein Wedding Crasher. Eigentlich schon, ja. Ja. Sie haben den Auftrag eigentlich, Sachen zusammenzusammeln, die der Bowser für seine Hochzeit mit der Peach brauchen. Und für das... Oh, du. oh, das ist nicht so pro, hä? Und drauf, Ui, und du. rein. Komm, Batz! Badge jetzt gemacht. Es war nicht nötig, dass ich eine Stampfattacke mache, aber es ist einfach cool. Cool, ja. Guck, Herzchen jetzt gegeben. Ein Herzli. Herzchen. Herzli. Oh, jetzt aber, hä? Ja, du, wenn schon, dann schon.
Was, das war's schon? Ja. Zweimal? Ich habe gemeint 3-mal. Ja, eigentlich müssen wir immer 3-mal, aber... Gell? Vielleicht ist es wieder eine Stampfattacke gemacht haben. Aha. Was ist das? Ein Elektrizitätsmasten. Jetzt müssen wir mal schauen, oder? Wir haben ja vorher gesehen, dass man capturen kann. Vielleicht können wir das da auch. Oh, es Yeah. ist so cool. Woo! Das ist das Gesicht, Achtung. Vor allem... schau mal das an. Hübsch. Jetzt soll ich sagen, wie bei einem richtigen Game. Wie bei einem richtigen Game. Es ist eines der richtigsten Games überhaupt Ja, momentan. das hast du schön gesagt. Das ist es. Ja, Ich liebe das Level. jetzt sind wir schon im zweiten Land, wo wir dann unser Schiff suchen. Ich würde sagen, das ist... Spoiler, Bitch. Nein, das war der Auftrag gewesen. Darum sind wir ja in das Land gegangen. Ja, das hat aber der man hat Cappy es ja nicht gesagt. gesehen, weil du weiter geskippt hast. Ja, Entschuldigung. Das Wichtigste Ah, ist schau da das Gesicht, ey. visuelles Storytelling. So geil. Ich würde sagen, das ist ein perfekter Zeitpunkt zum Schluss machen für heute. Und dann tun wir das Level erkunden in der nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Moment noch. Jetzt. Ade. Tschüssli.